Kloklustert. 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 Willkommen zu Kloklustert, ein plattdütschen Podcast über Wetenschap und Seeschap. Schlechte Nachrichten, die hört wie nicht gern. Darum fangen wir diese Utgau von Kloklustert mit einer gauden Nachricht und einem gauden Vorsatz an. Wie wild in Inklang mit der Natur leben, so habt das wohl 200 Staaten verabredet ob der Weltnaturkonferenz in Montreal im Dezember 2022. Bis 2050, also in bummelig 26 Jahren, wird sie 30% von der Ehren in der Schule stellen. Und das können wir auch schaffen, sagt Forschers und Wissenschaftlers, wenn wir uns tüchtig anstrengt. Der Insicht ist also da. Nikas nur möcht wir doch noch über die schlechten Nachrichten schnacken. Jeden Tag verschwindet bummelig 150 Orten ob der Ehren. Seit 1970 sind 2/3 von den Tieren nicht mehr da. Wie steckt in eine gewaltige Krise, eine Biodiversitätskrise. Jimmers mehr Arten starft und dat geht jimmers drücker. Forschers kalkuliert, dat Arten ob Stunds tein mit 100-mal drücker verschwindet als in Lob von den letzten 10 Millionen Jahren. Hat der Weltbiodiversitätsrat noch 2009 an über den dicken Dumen regt, dat weltweit bummelig 1 Million Orten gevorlobt Uto-Staven, sucht wie die nächsten Studien noch lebere Tollenhut. Wissenschaftlers und Forscher nömt dat mittlerweile dat söste Massenutstaven. Ich bin Vanessa Kossen und will mit jou diese Fragen nachgehen. Was ist dran an dieser Theorie und welche Folgen hätt dat für use Ökosysteme? Das Thema ist nicht komplex, man einige Antworten geben, darauf kann Dr. Christine Evers, Evolutionsbiologische an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Schön, dass du da bist. Ja, moin, moin. Ja, du hast ja all eine Podcast-Folge uptake, da ging das damals über den Klimawandel in der See. Was wär so dein Eindruck über Plattdütsch als so ein Vermittlungssprach in wissenschaftliche Themen? Ja, das fühlte sich als erstes natürlich komisch an, ne? Plattdütsch ist für mich immer so der Sprach, wo ich mit Freunden und mit Öllern so betustet und so über das alltägliche Wegschnack. Und da fällt mir natürlich meine wissenschaftliche Arbeit nicht immer als erstes in. Aber ich glaube, genau das ist das Spannende, wenn wir Plattdütsch, wie ähnlich immer so als allerdorfsprach sehen, wenn wir Dimmel benutzen, um auch, so wie du sagst, komplexere Themen zu bearbeiten, die uns ja aber doch alle angehen. Ja, kennst du noch andere Wissenschaftlers, Forscher, die plattschnackt und mit denen du vielleicht plattschnacken könntest in Zukunft? Das ist so ein Problem, ne? Also ich kenne Wissenschaftler, die meisten sind tatsächlich nicht Dütschen, da ist das mit Plattdütsch dann eher schwierig. Generell finde ich das immer schwierig, man weiß ja gar nicht, wer Plattdütsch schnackt und wer nicht, ne? Weil wenn man immer hier davon utgeht oder utgehen muss, dass keiner Plattdütsch schnackt. Steigt nicht ob die Normen schildern, ne? Das wäre in den Hefing nicht drüber nachgedacht, so ein lütsche Badge oder so ein Armband oder sowas, ich schnack auch platt. Ja, genau, das wäre schön. Wo mir das aber helfen da tatsächlich, das Plattdütsche, ich habe Kollegen in Belgien. Und wenn die Holländisch schnacken, dann verstorgt der schon ganz schön war nicht gut. Ja. Und wenn du arbeitest ja an der Küste, wenn du mit Fisches zu down hast, die sind vor und sicher auch blied, wenn da ein deren ist, der plattschnacken kann. Das stimmt auch, ne? Man ist glicksen bei den Neger dran an der Lüt, ne? Man kommt nicht so als diese hohe Wittenschopler, der irgendwie nur vertwas schnackt, ne? Man wird ganz anders wahrgenommen, das stimmt schon. Ja, schön. Plattdütsch schafft so eine Augenhöhe, ne? Das ist also, ob Augenhöhe, kannst du mit der Lühe schnacken. Wie wird ja von Dorge über das Massenutstaben, also Artenstaben schnacken. Du hast die ja auch mit den Utstaben beschäftigt in dem Forschungsprojekt. Mit Austern in der Waddensee. Was sagst du da nip und nau? Ja, genau. Also der Oyster, der heimische Oyster, ist in Watt utstorben, so ungefähr in den 1930er Jahren. Und uns interessiert jetzt, warum ist der utstorben und warum kommt denn nicht wer? Ne, der Ort an sich ist noch nicht utstorben, der geidert auch nicht gut in Europa, aber noch ist er da. Und der kommt für in den Niederlande, in Skandinavien, so in Schweden und so. Aber in Wattenberg kommt er nicht wer zurück, ne? Obwohl das ähnlich kein Barrierengriff, das abholen schulen. Und das interessiert uns. Was ist da los? Das interessiert mich auch durch dich. Da kommen wir gleich noch mal schnacken. Bevor wir aber ob der unterschiedlichen Orten in Gott, der ob aus ihren lebt und zu verschwinden droht, möchten wir einmal vielleicht klar machen, was ist denn der Unterschied zwischen Utstaven und dieses Schlagwort Massenutstaven? Naja, Utstaben von Orten hätte das schon immer gegeben, ne? Also, dass Orten einfach verschwinden, das gibt das immer, ne? Das passiert mal, wenn sich
weil sich auch natürlich viel immer verändert hat, ob die Welt, ne? Aber das jetzt, ob einmal so viel Orden, ob einmal und überall ob die Welt Utstaben, das nennen wir dann Massenutstaben. Wenn ich selber drüber nachdenken darf, dann verknüpfe ich das Massenutstaben eigentlich erstmal mit den Dinosauriers. Aber jetzt Warschau, Forschers ja, das ist all das söste Massenutstaben. Also das hätt mich diese Toll, hätt mich auch erstmal schockt. Welche Vief hätt use Planet denn vorher überhaupt dörmogt? Also buten die Dinosauriers. Ja, die wären alle viel öller, also viel früher sind die passiert. Das früheste, was wir feststellen können, ist, glaube ich, 240 Millionen Jahre her. Und da sind, genauso wie bei die Dinosaurier, ob einmal, und ob einmal kann sich natürlich, wenn wir in geologische Titrüme recken, kann sich das schon über ein paar hundert Jahre oder 1000 Jahre hintrecken. Aber ob einmal sind 75, 80, bitte 95% von alle Orden auf der Welt utstorben. 97%. Ja, das wäre das dritte Massenutstorben. Und da sind also im Grunde fast alle Orden utstorben. Und manchmal weiß man noch nicht mal, woher das käme. Wie habt ihr jetzt, wenn man so hochrechnen, da so 8 Millionen Orten, die wohl ob uns Planet lebt? Weiß wie nicht genau, weil Monitoring darüber gibt das nicht. Was denn das früher, weiß man, dass das früher auch so viele wassen? Aber kann man vielleicht auch nicht nur volltrecken, oder? Na genau, was die Wissenschaftler mocken, ist natürlich, die können sich die Fossilien ankicken. Also alle deren und Planten, die halt Spuren in die Steine achterlassen. Ne? Wie die Dinosaurier sind das ja die Knochen. Und dafür, wie andere Tieren, hat man zum Beispiel von den Schalen, die blieben in Steinen, oder ja, die sind dann noch in den Steinen und dann werden wir, okay, da wären Muschel oder sowas, ne? Oder Tieren, die wir halt gar nicht mehr kennen, so Ammoniten und viel frühere Formen, die halt einfach jetzt, wie gesagt, utstorben sind. Aber wenn die so Spuren hinterlassen, dann können Wissenschaftler sagen, okay, für 300 Millionen Jahre wären die noch all da. Und dann geht man wieder für in eine geologische Titrüme, ne? Also Groften werden oder Garten werden höher in eine Erdschichten und sieht dann, ob einmal sind die alle weg. Und so kann man dann also für diese ganzen frühen Events nachvolltrecken, da die passiert sind. Weil wir werden nichts über die ganzen Tieren und Planten, die halt kein Spuren hinterlassen haben, ne? Nu kann man natürlich ungefähr weten, was ob der Ehren passieren deit. Und Forscher, die sind alarmiert, dass das unglaublich drocke geht. Lass uns mal über die Faktoren, also der Utlösers schnacken, was das bedingen deit. Was ist für die so das prägnanteste, wo ans ein das Utstorben fast morgen kann? Wenn ich denke an mein Weg hierher oder in Sommer, wenn ich mit einem Auto fahre, da sind schon was weniger Insekten, die an meinen Windschutz schieben, kleben da Haut. Ich habe weniger Vögel in Gorn, das mag ich. Aber das sind so subjektive Eindrücke, die vielleicht nicht, ob das Grote und Ganze schloten lässt. Ja, aber genauso hat man das tatsächlich an Anfang auch gemacht, ne? Lüt irgendwie Hemsehen. Oh ja, mit den Insekten, das sind ja ab einmal viel weniger, ne? Also das ist natürlich auch so ein bisschen was Graduelles und an Anfang mag man das vielleicht nicht oder man denkt, das sind so natürliche Schwankungen, ne? Natürlich kann du auch immer mal ein gute und ein schlechte Jahr sehen für Insekten. Und dann haben sie gemerkt, das war ja tatsächlich immer weniger, ne? Also das sind schon ganz reelle und gute Wahrnehmungen, die du hast, ne? Was wir natürlich viel nicht mitkriegen, sind die Orden, ob die wie nicht achten, ne? Entweder die ganz Lütschen oder den Wodder oder so, ne? Das kriegen wir gar nicht so mit. Der ja aber auch just in diesem Zahnrad von das Ökosystem mangens eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht ist so eine lütge Mücke, der vielleicht das Wasser sauber holt oder Aas upfretten, das viel wichtiger als der sollte Panda, von dem wir weit, der wird schon was weniger. Ich habe anfangs mal gesagt, 2019 hat der Weltbiodiversitätsrat über einen dicken Daumen regt, das bummelig 1 Million Orten ob der Ehrengefahr lobt zu verschwinden. Nun kommt aber eine aktuell internationale Studie, der in das Fachmagazin PLOS ONE kommen ist, zum Ergebnis, dass das wohl doppelt so viele sind. Und wenn ein ob Europa kicken deit, schnackt wie über 27% von der heimisch Planten, 24% von der wirbellosen Därten und 8% von der Wirbeldäten. Woher weht wir denn, dass das wirklich so viele sind? Kann man das wirklich so genau festmachen? Da wird immer viel drüber debattiert tatsächlich, weil du musst hier, was du als erstes haben musst, du musst hier wissen, wie das früher wäre. Wie viel Därten und Planten wären da früher, wo wären die? Und dann musst du das vergleichen mit Hüt und dann musst du auch noch kicken, okay, ist das, ne, nimmt das Tonems af oder to,
Und das ist natürlich, da sind ganz viele Wissenschaftler mit involviert, die sich halt historisch dort ankicken, so wie ich auch. Ich arbeite am Zoologischen Museum, wie Museen waren du auch mit in Betracht drucken, was haben wir in unserer Sammlung, was wir früher da. Und dann, wie viel das weniger geworden ist. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, ne? Weil diese historische Abtegnung gibt das manchmal nicht, sind nicht so genau. Also vielleicht hätten Wissenschaftler besonders viele Mücken sich ankecken und darum hätte viel drüber publiziert und viel sammelt. Also das ist ein ganz schwierige Vorgehen, da wirklich zu sagen, okay, was für ein Orten sind weniger geworden und sind sogar von Utstorben bedroht. Weil du natürlich sagen kannst, der europäische Oyster in der Waddensee ist weniger geworden, ist verschwunden, was so der deutsche Rebet angeht. Vertell uns mal einmal von deiner Arbeit, was sind dort die größten Herausforderungen und vor allen Dingen, was kannst du mit deinen Ergebnissen anfangen? Was können wir dort lernen? Ja, immer wenn du mit utstorbenen Arten was morgen wirst, hast du natürlich ein ganz großes Problem, weil die sind nicht mehr. Utsturm, die sind nicht mehr da, ne? Wie magst du das? Also Experimente und so was, ne? Wo du kicken kannst, ja, wenn das jetzt warmer wird, Stabende, kannst du alles vergessen, ne? Ist nicht mehr da. Was aber noch da ist, wie die Oyster zum Beispiel, sind die Schalen. Und im Museum haben wir ganz viele Schalen, die gesammelt worden sind, bevor der Oyster Utsturm ist. Das Liegegift da zum Beispiel bei der Dodo und so. Da kann man auch nur noch was über die Knochen und die Skelette sägen, die noch in Museen sind, weil der auch nicht mehr da ist. Und wir haben jetzt Methoden entwickelt, dass wir ut diese dröge Oysterschollen genetisches Material, also DNA, gut kriegen können und das können wir analysieren. Und können dann wohl kicken, okay, der Oyster in Wattenmeer werde irgendwie besonders. Erklärt das, warum der vielleicht utstorben ist oder warum kein anderer Oyster sich da mehr ansiedeln kann von der heimischen. Und was kannst du deine Ergebnisse mitnehmen, was man vielleicht bei Orten später machen kann, die noch da sind, aber die zum Beispiel auf der rote Liste steht, also die wirklich gevorlobt, zu verschwinden? Also was wir immer wissen, ist, dass die genetische Diversität wichtig ist. Ne? Also das ist nicht unbedingt nur die Tollen, wie viel da sind, sondern auch, wie die sich miteinander fortpflanzen, ob die viel Möglichkeiten haben, denn je diverser die sind, je unterschiedlicher die untereinander sind, desto wahrscheinlicher ist das auch, dass da mal wegen dabei sind, die sich mit der Veränderung, die wir für die alle Orden irgendwie gerade generieren, sich da mit Chlorkorben und dann nicht utstarben. Ne? Weil das passiert ja gerade. Wie verändern die Welt in ein Utmod und in eine Geschwindigkeit, wie das kaum vorher gäben hat. Und da mögen die Tiere und die Planten drauf Chlorkorben. Und wenn sie das nicht können, dann starben sie ut. Aber mal ehrlich, ist das so leib, wenn der europäische Auster nicht mehr da ist? Was hätte das? Ja, du gnüffelst, aber ist das ja so, dass man vielleicht noch gar nicht weiß, was der für eine größere Rolle hat in das ganze Ökosystem. Also mod mi das nur besorgen, dass ich den nicht mehr finde in der Waddensee, dass ich nicht mehr drupp drehen darf, wenn ich dort den Nationalpark loben darf. Ja, du erstmal, der europäische Oyster wäre immer so deep in Wasser, du bist du nicht drauf treten, ne? Okay. Das ist jetzt der pazifische Oyster und der deit ganz schön weh, wenn du drauf peeren deist. Das wäre halt ein Lebensraum für ganz viele andere Orten. Oystern Sürms morgen das Wasser sauberer. Also da haben wir verschiedene, ne? Die Wasserqualität ist für uns alle natürlich wichtig. Da dort mehr Orten sind, ist auch immer wichtig, dafür, dass das ganze Biosystem erholen bleibt, ne? Also wir haben sehen, weil der Oyster jetzt weg ist, da sind auch andere Orten, die sind verschwunden. Nur wenn wir jetzt bei Watt blieben und bei der Oyster direkt, wenn du so Oystern auf den Baum legen, da holen das Watt natürlich auch fast, ne? Das kann man schwer nachvolltragen, aber vielleicht haben auch was damit zu tun, dass die Erosion nicht so stark wäre, ne? Also, dass der Wattbaum nicht so gau weglöpft oder vielleicht auch sich abbuht und wie dann auch ein Schutzhemd für die stiegende Wasserspiegel. Du hast just ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Qualität. Qualität geht ja auch immer, also nicht bloß Worte, Qualität, hat ja viel auch, wenn wir Menschen uns damit befasst, mit Lebensqualität zu tun. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich auf ganz viele Studien stört und tollen und eins hat mich beeindruckt, zum Beispiel was da bei der European Quality of Life Survey. Da ist gut so, dass das einen ganz großen Zusammenhang geben deit, wo zufrieden Lühr sind, wenn da, wo sie leben dauert, auch besonders viele Vögel lebt. Da kann man
jetzt auch Wähler drüber gniffeln, aber die Vielfalt von der Piepmetze hat just den söwigen Effekt, als das Inkommen. Mott ich mir jetzt doch noch mehr Sorgen machen, dass ich gar nicht weiß, wo komplex das Ökosystem irgendwie drumrum ist? Ja, und ich glaube, du sagst ja auch was ganz Gutes, denn das Ökosystem ist ja nicht um uns drum. Wir sind ja auch Teil von Ökosystem, ne? Stimmt. Und das schuld man auch nicht, ne? Genau das, dass die Vögel uns Freude bereiten und dass die gut für uns sind, obwohl die natürlich direkt nichts mocken, ne? Also ich glaube, da gibt es ganz viel Interaktion zwischen Mensch und der Umwelt und wir sind ja Teil davon, die wir noch gar nicht verstehen. Wenn man sich das Schlagwort, das söste Massenutsterben ankickt, das klingt ja wirklich ein bisschen populistisch. Gibt das auch Meinungen, auch die Forschung, die sagt, nee, das ist nicht das söste Massenutsterben und das ist kein Massenutsterben, das ist jetzt einfach so. Ja, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, das ist jetzt nicht das Süste oder wir sind noch nicht in Süste Massenutsterben, weil wenn du die Trollen ankickst, ne, gibt Leute sagen, 75% von alle Planten und Erden mögen utstorben, damit wir von einem Massenutstorben reden können. Wenn wir jetzt sagen, da sind, sagen wir mal, 8 Millionen Orden auf der Welt und 2 Millionen sterben ut, ne, dann sind das kein 75%. Mhm. Ich persönlich finde das aber ganz gut, dass das so populistisch benannt worden ist, weil ich glaube, dann horcht jeder mal hin und denkt so, oh Gott, ne? Und ich glaube, so was bruchen wir, weil auch wenn das nicht 75% sind das ganz wichtige Dären und Planten, die wir verlieren. Laut uns bitte Insekten blieben. Ja. Wenn die Insekten weniger waren oder starben, dann hätte das direkte Konsequenzen auf uns, weil die halt die ganzen Bäume und Gemüse und das alles befruchten, also ne, damit wir dann halt Früchte und Gemüse hemmen. Und wenn die wegfallen, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder vielleicht gar nicht mehr wie ein Apfel schmeckt. Stimmt. Ich bin ja so ein Lütgen tollen Tiger geworden in der Recherche da und wo du just das Bestäuben anschnacken da ist, der hat mal Mäten als monetäre Leistung, der wat wilde Immen leisten dauert. Wenn man darauf kickt, was die alles bestäuben dort, haben die eine Arbeitsleistung von 14,2 Milliarden Euro jedes Jahr. Das kann ein ja gar nicht gegenrechnen. Also wenn der wegfällt, technisch kann ein das nicht morgen. Vor allen Dingen kann sich die Menschheit das nicht leisten. Ja, genau. Also ich weiß, ich habe mal eine Reportage gesehen in China. Da ist das wohl zum Teil noch das da so eine ganze noch dürrer. Ja, und dort sind die Leute und bestäuben mit einem Pinsel. Also kann einen sich nicht vorstellen, ja. Ne? Ich habe in der Vorbereitung ein schönes Zitat dort gelesen von den bekannten Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens. Den kennt wir alle von Terra X. Der hat mal gesagt, und das ist jetzt Hochdeutsch, die Klimakrise bedroht die Art, wie wir leben. Aber das Artensterben definiert, ob wir leben. Das ist, finde ich, wirklich schön auf den Punkt bräuchte, ja. Ne? Ja, das stimmt. Und die beiden sind ja eng miteinander verknüpft. Richtig. Ne? Also das ist ja nicht, dass wir jetzt das eine oder das andere lösen können. Wir müssen das ja zusammen lösen. Ne? Richtig. Und wenn man einen schuldigen Säugling treibt, dann ist man ganz trocken wie den Menschen. Und das ist wahrscheinlich wohl Menschen macht. Wo fällt an, der hat der Mensch nipp und nau? Also sind wir alleine schuld? Ja. An das Massen-Utsterben schon. Ne? Wie gesagt, Utsterben hat das immer mal gegeben, Klimaveränderung und so wieder. Dass sich auch jetzt gerade das Klima natürlicherweise verändern würde, ohne den Mensch, ist natürlich mal so ein bisschen hypothetisch, auch das ist klar, aber nicht in der Geschwindigkeit und in das Utmord. Ne? Und je genauer so weit geht, desto weniger Chancen haben auch die Tieren und die Planten, sich daran anzupassen, sich zu verändern und zu sagen, okay, jetzt war das ein bisschen warmer, da komme ich mit klar. Also was wir hier morgen ist einfach, wie sind viel genauer als Evolution das jemals, oder in meisten Fällen als Evolution das hinkriegt. Ne? Die Wissenschaft sagt ja auch nicht Faktoren, der sagt ja Drivers. Also es gibt viele Faktoren, die da wirklich andrieben deit. Was welche sind das und was ist vielleicht das Liebste? Also wir habt natürlich, ne, wir mogt den Lebensruhm, Lütger, alleine in Deutschland verlässt wie wohl jeden Tag 66 Hektar an fruchtbaren Boden. Ja. Klimawandel hast du just genannt, dann die Waldflächen wird jümmers, Lütger, die Fischerei. Und Yacht und so was, ne? Yacht, genau, Gebiete, Umweltverschmutten. Ja. Was ist dort an das Liebste? Tatsächlich der Klimawandel hat den größten Impact, weil das halt auch so global ist, ne? Ein globales Phänomen.
Was du noch nicht, die inschleppten Orden haben jetzt wohl auch einen Anteil, die sind lange, auch noch drauf, ja. Genau, die gibt das auch noch, aber Klimawandel und Habitatzerstörung, also wie der Lebensraum, von Tieren einfach und Planten zerstören. Ne? Natürlich, wenn die nirgendwo mehr leben können und sich nicht fortpflanzen können, ja, dann sterben die halt ut. Ne? Ist auch just koppelt an den Menschen. Also die Menschheit ging das nie so gaut als jetzt. Und wie wert jemals mehr? Wenn wie mehr wert, brucht wie mehr Ruhm. Und wie konsumiert vor allen Dingen. Wenn jeden auf der Welt so leben dö als der Deutschen, bruchten wie jeden Jahr 2,9 Erden. Bei den US-Amerikaner wassen das fief. Ja. Also kann man sich ja, das ist auch wäre so eine tolle, aber dann kann man sich das mit der Ehren, kann man sich das doch schon vorstellen. Wenn kein Menschen gibt das dann auch kein Massenutsterben? Das ist so, ne? Das ist auf jeden Fall so. Also da do Massenutsterben, das ist Menschenmock, ne? Du hast just inschleppte Orten anschnackt. Der Zünsler hat bei mir die ganzen Busböhme in Gorn wegfräten, aber meine Norbers hebt japanischen Staudenknöterich in Gorn storn und ich weet, in der Elf schwimmt die Wollhandkrabbe. An und für sich ist das doch schön, dass die nähen Orten hier sind. Oder was ist das größte Problem da an? Ja, ist tatsächlich, also viele inschleppte Orden mocken auch nicht so viel, die erhöhen ja auch die Biodiversität. So ist das ja nicht, ne? Auf einmal hast du mehr Orden in einem Ort. Das Problem ist aber, dass die häufig die sind, die dann auch sich besonders gut utbreden können, ganz fehl waren und dann vielleicht den Nahrungsgrundlage für andere Orden wegnehmen. Der andere Orden abfressen. Ich habe mit einem Fischer in der Elf schnackt. Und der meinte, ja, wir haben jetzt auch mal wieder so Teichmuscheln, die wären dann auch, die sind zurückgegangen, als die Elf so dreckig wäre, ne? Und jetzt kommen sie wer. Ja, aber der Wollhornkrab, der fritte auch sehr gern und nimmt die wohl alle weg. Also da sind so Interaktionen, ne? Dann vielleicht haben wir jetzt keine Teichmuschel mehr, weil der Wollhornkrab da alle abedden deit. Und was der manchmal auch mitbringen, und das hast du ja auch gerade vertellt, sind Krankheiten, manchmal auch Bakterien, Viren und die können natürlich auch ganz gau ob der heimische Flora und Fauna deren Planten übergehen. Weil sie nicht dagegen rüst sind. Die sind das nicht evolutionstechnisch gewohnt, dass da was Bestimmtes ob die Tau kommt und da haben sie keine Antikörper. Ganz einfach, es beten so als mit Corona. Genau so ist das. Corona ist ja auch entschleppt worden von irgendwoher und wir wären doch nicht gegen wappnet, genau. Ja, wo kann ich mich denn wappnen oder was kann ich denn überhaupt sövens down? Also bin ich ja an und für sich nicht machtlos. Was kann ich für mich eng husten? Du, ich finde, wir können alle sehr, sehr viel tun, ne? Da darf man auch nicht, man darf da nicht alles der Politik überlotten. Wir können, zum Beispiel, bietet Drivers, wenn wir das sind, ne? Ja. Wir können den Klimawandel versuchen zu verlangsamen. Da haben wir ja auch in der Folge Klimawandel in der See drüber schnackt, was wir da mocken können, ne? Da können wir auch schon einiges mocken. Wenn da darum geht, dass wir Lebensräume schaffen für heimische Orten, dann vielleicht lieber nicht die japanische Staudenknöterich. Genau, sondern halt den lieber heimische Orten, die vielleicht nicht abfredden waren. In der Gorn vielleicht auch mal ein, zwei Ecken, nicht immer ob Englisch kurz, sondern du einfach mal die heimischen Gräser und Blume. Stornlotten, das ist nämlich sehr gut für die Igel, für die Insekten, Müse, für all das, ne? Jetzt möchten wir uns beide beten an den Näsen fassen, wir sind beide von Dorge mit einem Auto kommen. Wir haben aber, also ich habe sogar mit einem Rad feuern können. Du hast auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln feuern können. Also, dass man sich auch ein Beten darüber Gedanken macht, woans kann ich wohin feuern? Klar, Energie und Verbrauch, was fossile Energien angeht. Und natürlich, wir möchten weniger Müll machen. Ja, das stimmt. Also wir wollen an beide Schruven rein. Wir wollen einmal weniger verbruchen, weniger, das gilt ja auch für Klamotten, für Plastiktüten, für alles. Und aber andere sieht man, wir versuchen Lösungen zu finden, wie wir das, was wir schon oder was wir verbruchen mögen oder was wir schon verbrucht haben, wie wir damit umgehen. Also nun habe ich Behufspflicht so eine Bläuwiese-Streit, ich feuer Rad, ich gucke auf den Biomarkt, ich versuche kein Müll zu produzieren und gehe in düstern in Bad nachts, wenn ich noch Toilette muss. So, also ich spare Energie. Aber das sind so Sorgen, die ich selbst machen kann. Natürlich gibt es auch politische Player, also Institutionen, die versucht, was zu implementieren und was zu schulen. Zum Beispiel hat ja das EU-Parlament, die Kommission und den Rat am 9. November 2023 beschlossen, dass bis 2030 ein Fünftel von alle See- und Landflächen in EU-Rebet renaturiert werden schön. Was hältst du davon? Sind das just so
nur Lippenbekenntnisse oder glaubst du, dass das funktionieren kann? Ja, in Deutschland war da tatsächlich Dürset, ne? Also bei uns ist hier Naturschutz und Ordensschutz war tatsächlich recht groß schreiben. Ne? Jede Autobahn, der Bootwart, da muss ich erstmal... Der Rohrdommel, der Schierlingswasserfenchel, genau, ganz da war prominente Kecken, Beispiele. Ne? Der Politik hat das halt auch nicht einfach. Da muss ja alle Interessen vertreten. Richtig. Ne? Und da müssen wir halt eine gute Balance finden. Aber generell würde ich sagen, ist Deutschland hat halt viel Lüt, jetzt im Verhältnis zu anderen Ländern, und hat ja kaum noch wirklich natürliche Lebensräume. Ne? Also seit 1000 Jahren ist hier in Deutschland die Wälder erfolgt worden. Wir haben Fischerie hat, wir haben Orden Inset, wir haben Orden utrottet, wir haben de Brunbär wär in Deutschland. Da gäbe es Delfine, richtige Delfine in Nord- und Ostsee. Ne, so was haben wir schon alles utrottet. Aber generell würde ich sagen, ist Deutschland, weil er sich das leisten kann, auf einem ganz guten Weg. Hey, das ist schon mal eine Frage von Geld in den Knippen? Du, ich sag, wie das ist. Wenn du in ein Land wohnst, wo du die entscheiden musst, ob du hungerst oder ob du durch den Baum umhaust, wo vielleicht ein paar seltene Orten drauf bröden. Haust du den Baum um? Ich glaube, wir werden alle, wie wir uns auch entscheiden werden. Du müsstest Lüd erstmal überhaupt auch den mentale Frieden geben, darüber nachzudenken. Ja. Ne? Wenn du immer nur darüber nachdenken musst, ja, wie mag ich denn morgen mein Kinder satt? Da hast du doch keinen, also Nee, da denkst du dir, was ist das denn für ein obstruse Konstrukt hier, ob ich jetzt irgend so ein Insekt schützen will oder nicht, ne? Kann ich mir gar nicht keinen Gedanken drüber machen. Und das macht das auch ein globale Problem. Ja. Weil das Ordensterben ist vor allem, also das passiert auch in Deutschland, auch nicht wenig, aber vor allem in den Tropen, wo wir viel von diesen Ländern haben, wo noch viel Hunger und Armut herrscht. Da hast du recht. Du hast just darüber schnackt, dass wie früher Delfine haben und dass der Brunbärbius leben do. Der Wolf ist ja nu weller tröger. Hölpt dat derten auch wer anzusiedeln? Ist keine lichte Frage, ne? Ja, genau. Just bei den Wölfen, da sind ja die Schäfers, ob die Barrikaden, die ganze Landwirtschaft schreit Zeta und Mordio, aber die Umweltpolitik sagt, ja, nee, das ist doch schön, dass sie Wähler da sind. Natürlich, ne? Also in Deutschland, finde ich, muss man das sehr differenziert sehen, weil Deutschland halt so eine Kulturlandschaft ist, ne? Ich glaube, wenn der Brunbär hier irgendwie wer rumloben würde, schwierig. Muss man auch drüber nachdenken, ob man das in Hamburg oder in Kiel gern hat oder ob das gut wäre, ob das funktionieren würde. Aber generell, in manche Fälle kann das durchaus gut sein. Wie die Öster zum Beispiel, gibt das jetzt europaweit Projekte, um die Öster zu helfen und auch in Wattenmeer oder in der Nordsee, wir ansiedelt waren. Wie Helgoland gibt das erste Versuche, in Niederlande auch. In den USA sind sie durchaus auch immer nicht so bang drum. In der Yellowstone Nationalpark wäre das so, dass der Wolf dort utrottet worden ist. Und dort haben sich die ganzen großen Herbivoren, so die Elche und so was, können sich dort viel mehr vermehren. Die haben dann die Bäume zu Kort holen. Und so hat sich dort das ganze Biosystem verändert. Und da haben sie gesagt, so, der Wolf muss wieder hin. Da sind ja auch nicht so viele Menschen. Ja. Da haben die Wolf entführt und das hat sich wieder zurück in diesen natürlichen Zustand begeben. Da gibt es ja viele Beispiele. Haie zum Beispiel, ne, sind ja auch eine ganz besonders gefährdete Art. Die fressen Fische, die Korallen aufreden dort. Und das ist ja schon mal so ein Kreislauf. Das gibt viele Sorgen, wo das vielleicht später in der Sucht ist, aber da haben wir ja überschnackt, ne, wenn das um so lütge Insekten geht. Weet man mangens gar nicht, weil die so lütge sind oder weil kein Druck guckt, was für eine wichtige Aufgabe die dann wirklich in Ökosystem hat, ne? Ja, genau so ist das, ne? Also ich glaube, ganz viel ist das, wir werden das einfach nicht. Und wenn das dann auch schon weg ist, vielleicht wussten wir auch gar nicht, dass das jemals durch wäre, ne? Richtig. Sind wir denn, das ist so eine sehr poetische, hypothetische Frage, sind wir denn überhaupt noch zu retten? Glaubst du, dass wir das, wenn wir uns bemüht, angehen könnt? Ja, das ist wirklich so ein poetisch-hypothetische Frage, ne? Also, was ist denn die Alternative? Wenn wir gar nichts mehr mocken, ja, dann werden unsere Kinders und Enkelkinders nicht mehr, was ein Appel ist. Können wir auch nicht mitleben, ne? Richtig. Und das gibt ja auch Projekte, wo das klappt, ne? Also, wir können ja wirklich was tun. Und ich glaube, wir müssen auch alle was tun, ne? Also, das ist einfach kein Frage, also keine Option, nichts mehr zu tun, ne? Also, das gibt,
Jetzt in Nord- und Ostsee gibt es ein Studio, das sagt, da hätte sich das Biosystem schon in niede Situation oder niede State hätte das immer, ne? Niede Gefüge hätte sich das schon wer hinbräucht und wir kriegen das allein doch nicht mehr gut, ne? Durch die Überfischung und der Klimawandel, ne? Sind wir weggegangen von der Kroden, von der Dorsche, ne? Der Dorsch zum Beispiel wart in der Ostsee utstarben. Das sind Prognosen, die können wir wohl nicht mehr ändern. Und wenn die erstmal utstorben sind, naja, die kriegen wir dann auch nicht sogar wer, ne? Wie könnte er bloß noch verlangsamen, weil die Politik dort einen Riegel verschieben deit und sagt, die Fisch geht's nicht mehr? Genau, das ist das eine, was wir morgen können, ne? Wie der Klimawandel war das natürlich viel länger dauern. Naja, oder halt gar nicht mehr zurück reinziehen, da können wir das aber verlangsamen. Und vielleicht kann man das irgendwann so langsam oder so eine langsame Geschwindigkeit einstellen, dass die Derten und Pflanzen eine Chance haben, sich auch zu verändern und anzupassen an die Situation. Das wäre vielleicht so ein Utblick, ne, dass man das dahin kriegt. Wenn wir nochmal in Watt kicken dauert, der Dorsch verschwindet vielleicht, okay, ist in der Ostsee, aber was wer obdükert ist, zum Beispiel so lütge Seepferdchen, da hätte ja die Forschung wirklich überrascht. Wort Dorne freit ein, das Söwens als Biologin, wenn du siehst, Mensch, du hast das Seepferdchen plötzlich wird da und da ist ja nicht nur ein gefunden worden, sondern doch mehrere. Ja, total, ne? Das sind diese Erfolgsstories, ne? Das auch klappt. Und das ist ja auch wirklich in Deutschland auch die ganze Wasserqualität ist hier besser geworden, ne? Das dürfen wir nicht immer in den Hintergrund oder nicht immer vergessen, ne? Die ganzen Flüsse in der 50er, 60er Jahren, die wären alle tot. Da kannst du nicht drin schwimmen, ne? Da könntest du einen Fotofilm drin entwickeln. So viel Chemie warst du in. Ja, genau. Und Hüt kannst du in der Elbe bohren, wenn du willst, ne? Ja. Und das ist schon auch so ein Erfolgsstory, wo ich sagen, kick mal, wie kriegen das hin? Wie können das schaffen, ne? Und wenn du dann noch hungrig bist, trägst du vielleicht noch eine Wohlhandkrabbe gut. Und abends lecker Pasta. Ich habe sie noch nicht essen, aber sie schön wohl gut schmecken. Ja, kann angehen. Ich habe sie auch noch nicht probiert. Wie mag aber das Thema Artenstoffen, das ist bar nicht komplex und das nützt nichts, bloß zu dokumentieren, wo lebt das ist, wie mögt was down und noch mehr als Betau. Also ich sage besten Dank an diese Stelle, an Dr. Christine Evers, Evolutionsbiologische und Kiel für din Fachwissen und dine Tiet. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Schluss. Es gibt ganz viele plattdeutsche Normen für Derten und für Planten. Die verschwindet aber just so, als die Derten und Planten, egal in weggesprochen. Hast du die mal zur Aufgabe gemacht, die Pflicht nur zu sammeln und mal in abzuschreiben? Das ist tatsächlich eine gute Idee, ne? Das Entschuldigung mal morgen. Das gibt tatsächlich ein paar Normen, die kenne ich auch nur in Plattdeutsche. Zum Beispiel? Wippstert. Ah. Das ist, wie gesagt, ist ein lütsche, schwattwitte Vogel. Ja. Und immer wenn er irgendwo sitzt, dann wippt der Stert. Aber durch die hochdeutsche Norm kann ich die gar nicht sagen. Mir geht das just so mit Brom. Brom ist der Ginster. Ha, ich vielleicht bitte tot Abitur nicht wüsst. Ich ha immer gedacht, nee, das heißt Brom. Ich wüsste gar nicht, dass das Plattdeutsch was. Wie mögt anfangen zu sammeln, das können wir doch mal mitnehmen und dieses Gespräch. Christine, besten Dank für deine Zeit. Ja, danke. Liebe Zuhörers, wenn G2Hus nicht alle Wörter verstanden habt, dann kick doch mal bei uns in die Shownotes oder in die Infos. Da habt ihr eine Liste morgt mit neue Wörter oder Thema. Und wenn ihr noch andere Fragen an die Gäste oder Trüchmeldens habt, ja dann her mit jou E-Mail, schrieft uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wird von uns wieder geitert in die nächste Folge mit Klauk Lustet. In der Tokom Fulch von Klauk Lustet snack ich Arne Lentfür mit Albert Panten über das sorgenumwäfte Rungholt, ein Mythos, das Atlantis von der Nordsee. Was ist ein Legend, was ist die Realität? Klauk Lustet,